Servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, Dominikus Sniper, für die kleinen Zuschauer. Ich habe jetzt ein Problem vorher gesehen auf meiner Aufnahme. Das einmal das Problem war, dass ich meine Einstellungen für Stardew Valley, also für mein Aufnahmeprogramm, hat nicht das übernommen, was ich haben wollte. Die Spielaufnahme wird jetzt diese Folge oben links stattfinden, weil mein Aufnahmeprogramm gemeint hat, ich verschiebe das jetzt nicht in den Vollbildmodus, also dass ihr das auf dem kompletten Bildschirm sehen könnt, wie ich es auch spielen kann im Vollbildmodus, also in dem Sinne, dass ich hier sage, ihr seht das jetzt komplett, also einmal Dominik 1 und 2. Das 1er, das sind wie gerade auf dem Spielstand, das ist der 2er Spielstand von mir. Das Problem ist, ich habe das vorher nicht kapiert, dass das nicht ganz im richtigen Vollbildmodus ist. Also ihr werdet es jetzt oben links in dieser Folge sehen, die wo genau heute rauskommt. Für die nächsten 5 Tage von der Woche, also von der nächsten Woche, wird es dann wieder ganz normal ablaufen. Also ihr werdet das wieder in dem Vollbildmodus sehen. Zweitens habe ich noch die Soundeinstellungen besser hinbekommen. Also ich nehme jetzt halt nicht mehr mit meiner so gesagten Grafikkarte auf. Es geht dann nämlich auch. Also an die Eltern, sage ich jetzt einmal besser gesagt. Ich habe es mit der Grafikkarte aufgenommen. Ich habe es jetzt halt wieder mit meinem aktuellen Aufnahmeprogramm aufgenommen, mit dem ich auch die Sniper Elite und Landwirtschaftssimulator aufnehme. Für Samstag und Sonntag wird Transport Fever 2 kommen. Das ist so ein rein Aufbausimulationsspiel, also mit Zügen, mit Bussen, mit LKWs, wo man Brot backen kann, wo man Sachen erstellen kann für Dörfer oder auch dann für Städte. Und ja, ich würde mich freuen, ob ihr dann bis dahin wieder einschaltet. Es tut mir leid für diese Folge, dass mir das passiert ist. Ich habe das bei dem Aufnahmeprogramm erst dann danach gemerkt, nachdem ich meinen Spielstand gespeichert habe. Ich kann leider auch nicht den Spurstand wieder zurücknehmen, also so gesagterweise, dass ich ihn auf Stardew Valley Folge 3 hinkriege, dass ich das einstelle wieder. Da müsste ich eher in diese Einstellungsdateien rein. Tut mir leid für euch, Leute und Mädels. Ihr müsst jetzt damit für heute abends zurechtkommen damit, und ich darf sagen, wenn euch das Projekt oder diese Aufnahmen gefallen von mir, lasst ein Like und ein Abo da, plus Glocke aktivieren. Ich weiß, dass bei mir auf dem Kanal die Leute, die wo bei mir folgen oder bei mir zuschauen, die sind noch keine Abonnenten. Also erstellt euch einen YouTube-Kanal, also einen Google-Account, und dort mir abonnieren. Wenn das nicht ist, dann, also wenn ihr schon einen Kanal habt oder einen Google-Kanal habt, dann bitte abonnieren. Ich flehe euch an, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Wenn meine Folgen rauskommen, dann kommt was bei euch in der Abo-Box, dann wird das seht ihr das auch. Und ja, ich darf mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, also heute Abend. Und wenn es ist, dann schaut morgen ein. Morgen kommt Alice 19 oder auch Farming Simulator 19 und am Abend Transport Fever 2. Also einmal einschalten, einmal draufklicken, auf Abonnieren, und dann tut ihr auch nichts mehr verpassen. Also dann, bis heute Abend und Servus. Servus und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Dominikus Sniper und das ist das Let's Play für die kleinen
Kiddies bei mir oder die kleinen Kinder bei mir auf dem Kanal. Wir sehen, wir haben gerade gepennt. Wie wird morgen der Wetterbericht sein? Morgen wird es wieder ein sonniger Tag. Das finde ich super. Ein Wahrsager. Heute haben wir wieder Pech. Super, wie immer eigentlich. Das überspringen wir mal kurz, weil das war ja gestern schon. Gestern wollte ich ja ganz normal rausgehen. Hier haben wir jetzt einen Ofen bekommen. Wenn ihr das jetzt nochmal seht, tut's mir leid, ich werde es trotzdem überspringen, weil wir haben das gestern schon alles gemacht, weil ich eigentlich hier die Sachen begutachten wollte. An unseren geschätzten Biojahrmarkt-Kunden. Unsere Teammitglieder haben den Ladenrutsch, der durch unsere Bohroptionen in der Nähe des Bergsees ausgelöst, wurden entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen willkommen legal sind. Gelöst ab L61091 Julia GmbH. Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure verwahrenden Unterstützung. Maurice, Repräsentant für den Julia-Markt Kundenzufriedenheit. Also wir haben da mal gearbeitet, nur mal so, und die wollen uns jetzt immer irgendwas unterjubeln. Wir haben wir stellen einen Schmelzofen her. Natürlich werden wir das tun, aber zuvor brauchen wir 20 Kupfererz. Fisch, den Katzenfisch, ja, ist okay. Jetzt werden wir hier erst einmal unsere Pastinaken verkaufen gehen. Nee, ich möchte diese hier verkaufen. Danke. Dann werden wir hier jetzt mal schnell unsere Sachen gießen. Ich hoffe, euch ist es jetzt nicht zu laut oder zu leise. Ich habe das natürlich letztens mit einer falschen Software aufgenommen. Würde mich dafür entschuldigen, ganz herzlich. Ich nehme auf jeden Fall mal die Angel mit, weil ich weiß, dass wir sie brauchen werden oder können werden oder wie ihr es jetzt haben wollt. Jetzt schauen wir halt mal, ob hier irgendwas liegt. Tut's nicht. Wasser benutzt, um Fische zu fangen. Ja, das Fische fangen, das muss ich alles nochmal lernen. Ui, ein neuer Rufeintrag. Oh, hallo. Was für eine Schandfleck. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Jetzt schau es dir an. Einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit
der Gemeinde zu beschäftigen. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Der Julia-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab. Aber es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Julia-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Seufzt. Hier lass uns reingehen. Was ist das? Vincent und Jas müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Hilfe! Was? Was ist los? Ist dir schlecht? Du hast etwas gesehen. Es wird mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Ich mache mir Sorgen um dich, Dominik. Ich mir auch. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen. Wenn du zu viel Zeit übrig hast. Kann schon nochmal lesen. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen, um dieses Gebäude genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich wollte so oder so in die Höhle gehen mit euch. Entschuldigung, dass ich jetzt gehen musste, aber ich bin heute schon ganz schön früh wach und ganz schön viel am Aufnehmen. Ui, jetzt können wir hier rein. Und da werden wir auch gleich... Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gute Erze gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört, für so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das da dort unten zu finden ist. Hier, nimm das. Du wirst es brauchen. Yay, ein Schwert. Du erhältst ein rostiges Schwert. Yay. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Beweis dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Wir legen auf jeden Fall das Ding dahin, das Ding dahin, das Ding dahin, das dahin und das dahin. Und wir brauchen 50 Holz.
Tiere aufziehen. Baue einen Hühnerstall. Ja, das werden wir bald machen. Fortschritt. Erreiche Hofarbeit Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. Untersuche das Gemeinschaftshaus. Erkunde die Mine. Erreiche Ebene 5 in der Mine. Ja, das werde ich auch tun, sobald ich Holz habe, meine Sachen aufzubewahren. Und wieso habe ich immer noch was zum Anschauen? Achso, der Katzenfisch. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Na supi. Wir haben nicht mal 50 Holz und können uns keine Brücke bauen. Keine Truhe bauen. Dann müssen wir halt hier unten mal hin. Hey, Luis. Brauchst du vielleicht das hier? Das bringt mich nicht für wirklich was. Ich wollte dir nur helfen. Hey, 50 Holz, jetzt eine Truhe bauen, hier reinlegen und wir gehen nach unten. Also wir werden dann zusammen in die Höhle gehen, werden hier auf jeden Fall hier die Kiste aufstellen mit Schwarz, da wo wir alles reinlegen werden, was wir da unten auf jeden Fall nicht brauchen werden. Also die Axt werden wir auf jeden Fall nicht brauchen, die Hake nehme ich vorsichtshalber mal mit und dann werden wir nach unten gehen. Kupfererz und Kohle, yay! Da ist die nächste Gang nach unten. Ich werde auf jeden Fall hier fast alles mitnehmen, was geht. Weil es kann nämlich manchmal immer noch sein, dass irgendwo was mit drin ist. Und das war's Schlagen, okay. Und da sehen wir auch schon den ersten Kollegen. Hey, einmal drücken und ab und aua. Aua. Und wir kriegen Schleimmonsterbeute, eine Schleimdeck Blob ohne Geruch. Ja, super. Harz. Würde ich so oder so nicht essen. Habe ich genügend oben. Ich werde auf jeden Fall herunten bleiben, bis ich in Stufe 5 bin. Weil so viel ich weiß, noch von meiner alten, Aufnahme hier, dass ich dann den Fahrstuhl freigestalten kriege. Wir sind auf Stufe 2 und wir haben schon jetzt kein Essen mehr, ey. Also keine Energie. Ja, Mine verlassen. Ahornsamen, Eichel. Mhm.
Wir müssen uns erstmal was zu essen suchen. Ansonsten haben wir ein Problem. Hm. Ich werde es jetzt halt auf jeden Fall so machen, Leute. Oder Kinder, besser gesagt. Ich werde kurz zu Gast gehen, also zum Wirt. Oder war Gast der Wirt? Ich glaube schon. Werde zu Gast gehen, werde hier ihn fragen, ob er irgendwie für mich was zum Essen hat. Wenn ja, dann werde ich mir was davon ihm holen. Und zwar 75 Energie zu 50 Energie, 130. Dann nehme ich den Salat und versuche noch ein bisschen zu angeln. Da will ich nicht hin. Den will ich nicht plündern. Weil sonst sagt er, das mag ich nicht. Geht weg von mir. So, jetzt angeln wir noch ein bisschen. Ich hoffe, dass wir hier den Katzenfisch finden. Oder auch nicht. Oder keine Ahnung. Ich hoffe, es tut sich's. Weil ich muss zu Willi. Wow, eine Joja-Dose. Bringt uns natürlich auch noch Geld. Und wie es halt immer auch so ist, dass es extrem langweilig ist. Warum? Wieso ist es jetzt in der Aufnahme dunkel, obwohl ich nichts... Leute, ich weiß nicht, warum es jetzt in der Aufnahme dunkel ist, obwohl es jetzt hier noch gar nicht dunkel ist. Ich werde das auf jeden Fall überprüfen. To the max. Ich hoffe, dass hier würde jetzt halt endlich mal was werden. Ui. Hey, bleib da. Und wie gesagt, ich werde mit euch am Samstag und am Sonntag wird bei mir auf dem Kanal wird Transport Fever 2 laufen.
Ich muss nur noch schauen, ob das alles so läuft, wie es laufen soll. Ansonsten ab 17:30 Uhr oder ab 17:45 Uhr wird dann das neue Gameplay laufen für euch die Kleinen oder auch die Großen. Und ja. Hey. Wo gibt's eigentlich den Katzenfisch, wenn ich das so fragen darf? Also das ist jetzt das letzte Mal und wenn ich dann keinen Katzenfisch finde, dann werde ich was anderes machen. Dann werden wir ins Bett gehen, werden ins Bett gehen und dann, ja, würde ich mich freuen auf die nächste Folge mit euch. Okay. Auf jeden Fall ist es schon relativ dunkel hier. Ja, ich weiß, dass der Katzenfisch wichtig ist, aber ich habe keinen Katzenfisch. Ich werde auf jeden Fall die 2 Barsche hier verkaufen mit dem anderen Zeug. Und wir sehen uns dann jetzt im Bett. Ich weiß, wir ziehen uns natürlich nicht aus und nicht an. Aber weil es so besser ist. Die Brille kann ich leider nicht absetzen. So, und jetzt gute Nacht. Achso, muss ich ja da drücken. Ey, Gießkannenfähigkeit, Effektivität, Hakeneffektivität, neue Herstellung, Vogelscheuche und ein Standarddünger. Hoferball 525 Gold, 140 Gold für die Fische, anderes sind 30, sind wir bei 695 Gold. Und damit würde ich mich in Tag 6 von euch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Kommi da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, weil ich weiß, dass ich einige Zuschauer von mir habe, die noch keine Abonnenten sind. Und bis dahin würde ich mich freuen und Servus, bis zum nächsten Mal.